Es ist Freitag, der 5. Juni. Ich begrüße euch herzlich mit dem Losungswort Psalm 42, Vers 4. Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Und passend dazu ein Zitat Gottes. Paulus sagt, Gott hat zu ihm Folgendes gesagt: Lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Gott, der Fallensteller. Was soll das jetzt? Wir kennen die Fallensteller aus der amerikanischen Geschichte, die Siedler, die ersten Jäger und Fallensteller, die Trapper, wie man sagt, oder wie Karl May sagt, Trapper-Geierschnabel. Wir kennen sie aus unseren Breitengraden eher als die Wilderer. So hat mir eine alte Frau erzählt, ihr jüngerer Bruder kam am Vorabend der Konfirmation durch eine Gewehrkugel zu Tode. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass ein Wilderer an einem Wildwechsel ein Gewehr mit Selbstauslösung positioniert hatte, und das hat diesem jungen Mann das Leben gekostet. Seien es jetzt ehrenvolle Berufe, seien es Diebereien, ich meine beides nicht, wenn ich von Fallensteller spreche. Nehmen wir Psalm 42 als ein messianisches Lied, als eine messianische Verheißung, wie auch das ganze Alte Testament diese messianische Ausrichtung hat. Hier wird ja die Hilflosigkeit Jesu Christi vorweggenommen. Sie wird schon einmal dargestellt. Die Tränen Jesu, zum Beispiel in Gethsemane. In meinem Praktikumsjahr in den USA erlebte ich einen kompletten Zusammenbruch. Ich war damals 19 und dann eben 20 Jahre alt. Nebst einer Nacht, wo ich Jesus Christus begegnet bin, war es ein sehr trauriges Jahr. Ich ging oftmals in den Wald, das war in St. Louis, Südstaaten also, und heulte, bis ich keine Tränen mehr hatte. Ich war so depressiv geworden und es hatte mich wirklich auf dem falschen Fuß erwischt. So etwas hätte ich nie geglaubt, dass es mit mir geschehen kann. Eine Ursache war mein Gottesbild, das ich mit dem meines Vaters zu sehr verglichen hatte, und wie mir Gott näher kam, geriet ich in große Panik. Und der zweite Grund war Hexerei, die gegen mich betrieben wurde. Heute weiß ich, woher sie kam. Es ging um Verwirrung und um eine Art Umnachtung, die plötzlich über mich fiel und ich nicht mehr richtig Bibel lesen konnte. Als ich dann aus den USA zurückkam, wandten sich diverse Leute von mir ab. Es hieß, ich sei von allen guten Geistern verlassen, und der Glaube macht die Leute am Ende verrückt, das kann man an diesem Paul sehen. Nun, was geschieht, wenn du eine gute Figur abgegeben hast und dann einen Zusammenbruch erleidest? Die Leute können damit nicht umgehen, denn sie glauben ja, Gott macht uns stabil. Gott verhindert genau das, was du jetzt eben durchmachst. Aber es sind nicht nur die Überforderten, die sich von dir abwenden, sondern es gibt auch noch die Lauernden. Es gibt also nicht nur den Sicherheitsabstand, den man jetzt in Corona-Zeiten zur Genüge hat kennenlernen müssen, sondern es gibt auch Menschen im Hintergrund, die genau diesen Moment abwarten, um dich noch mehr zu zermürben, um dir vielleicht sogar einen letzten Schlag zu verleihen, indem es dann heißt, wo ist nun dein Gott? Schau einmal deine Situation an. Soll das Gott sein, der so etwas zulässt? Das Gefühl der Schwachheit nützt eben diesem Nährboden für Zweifel. Anklage kommt auf dich. Du öffnest vielleicht der Selbstanklage Tor und Tür, und leise könntest du dich von Gott abzukoppeln beginnen. Gott erweist sich dann als hohles Versprechen, er lässt dich im Stich, und du könntest doch jetzt das alles durchschauen und deinen Glauben begraben. Doch ganz offensichtlich
ist unser Grundstein. Es ist eben der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Er ist die Schwachheit. So hieß es bei David, ja, er hat doch Goliath besiegt. Jetzt ist er schwach und muss vor Saul fliehen. Er wird immer magerer, er treibt sich in den Bergen umher. Er kommt ganz verlaust und zerzaust zum Vorschein, hier und da hinter den Felsen. Wo ist denn jetzt sein Gott? Gottes Kraft ist eben mit Menschenkraft nicht vereinbar. Die Menschenkraft ist viel zu ambivalent und viel zu verseucht. Sie ist viel zu anfällig für Ambitionen. Gott muss sie früher oder später abbauen in uns. Dummerweise lässt sich das nicht durch einen Knopfdruck und auch nicht um einen Bekehrungsabend alles ändern, sondern es geschieht vor laufender Kamera. Gott lässt uns schwach werden, unter anderem von Menschen, die genau mit diesem Vorwurf auf uns warten. Hier stellt er die Falle. Nämlich, jetzt kommen die Fliegen. Denken wir an Hiob. 3 dicke Schmeißfliegen, 3 dicke Mistfliegen kommen geflogen, nicht nur, weil er auf einem Misthaufen sitzt hinter dem Haus, sondern weil auch sein psychischer Zerfall einen fauligen Geruch verströmt und sie kommen hier zu ihm und belagern ihn und umschwärmen ihn dauernd. Schau dir die Leute an, die dich im schwachen Moment angreifen. Es sind doch die Leute, die immer stark sein müssen, die es sich nicht leisten können, schwach zu werden, Misserfolg zu haben, die damit dann nicht umgehen können, wenn es da oder dort jemanden trifft, die mit Versagen, mit Krankheit, mit Misserfolg, mit Schuld nicht umgehen können. Der Moderduft zieht sie an und sie legen ihre Eier in den Mist. Ihre Larven werden dort schlüpfen. Deshalb heißt der Teufel im Alten Testament ja auch Belzebub. Jedenfalls Luther hat Belzebul, wie es eigentlich ursprünglich in Hebräisch heißt, zu Belzebub verwandelt, damit es ein bisschen eingängiger ist für uns. Der offenbart seine Ambitionen, nämlich ein Reich zu schaffen, selber ein Reich zu schaffen und Ehre dabei zu haben. Er muss es zwanghaft tun und er muss überall seine Larven hineinbringen, wo jemand in der Schwachheit Gottes zu leben beginnt. Er verbündet sich mit allen anderen Starken, aber am Ende hat er sich verrechnet. Denn dies war Gottes Falle. Diese Fliegen schwärmen um Jesus Christus herum, die Ankläger, und sie lassen alle Masken fallen. Man sieht jetzt diesen Luzifer, den Herrn des Lichtes, wie er sein wahres Gesicht zu zeigen beginnt. Mit allen Ungerechtigkeiten, die Jesus Christus aufwarten auf seinem Spießrutenlauf. Er zermürbt, er zerstört ihn, er verhöhnt ihn. Alle diese Fratzen, die Jesus umgeben, alle diese Gewalttat, die auf ihn zukommt, all das zeigt, wer ist der Herr der Fliegen, der sagt, wo ist nun dein Gott? Steige doch vom Kreuz herab, wo ist nun dein Gott? Wenn seine Maske fällt, verliert er aber auch seine Macht. Damit hat er nicht gerechnet. Denn alle Gerechten, alle, die die Wahrheit suchen, alle die können ihn jetzt durchschauen. Sie kennen das Machtspiel plötzlich von diesem sehr, sehr anschaulichen Beispiel. Deshalb ist Golgatha der Ort, wo sich der Teufel selber sein Grab geschaufelt hat. Was wahre Kraft ist, kommt zum Vorschein. Es ist wirklich der helle Schein, von dem Paulus sagt, er ist auf dem Gesicht des gekreuzigten Messias zu sehen. Die Kraft der Vergebung, die Kraft der Geduld, die Kraft der Liebe. Wir werden immer die Fliegen anziehen, machen wir uns nichts vor. Aber es trennt uns nicht von Gott.
sondern es offenbart noch einmal die Wahrheit. Macht macht blind. Schwachheit aber öffnet die Augen für alles, was mit Gottes Reich zu tun hat. Unter anderem auch für diese Weisheit des Kreuzes. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.